Neuer Tag, neue Energie und somit herzlich willkommen. Ich bin Madame Mystik und nehme dich heute in einen Mystik-Impuls fürs Wochenende mit dem Mystik-Orakel. Es ist ein kollektiver Impuls, was so viel bedeutet wie fühl rein, was mit dir resoniert, nimm raus, was dich inspiriert und falls es dich nicht anspricht, ist das nicht so wild, dann bist du wahrscheinlich beim nächsten Mal dabei. Die ersten Karten fallen, die einen unter den Tisch. Wunderbar. Das haben wir natürlich gern. Also, was will man unter den Tisch kehren? So. Und zwar die Stimme. Das Unterbewusstsein. Anima. Die Partnerschaft. So. Wochenendimpuls. Bist du deine eigene Regentin oder Regent? Wie auch immer. Bist du in deinem Leben deine Königin und Regentin? Das heißt, nicht einfach nur eine Schachfigur, die sich einfach hingibt und quasi das ist, was andere erwarten, sondern wirklich selbstbestimmt das Leben in die Hand nimmt. Und auch mal ausspricht, wenn etwas nicht passt. Falls du das Thema hast und denkst, mein Gott, irgendwie tanzen mir immer alle auf der Nase rum und irgendwie bin ich so ein bisschen das Opfer. Immer so ein bisschen das Gefühl von Opfer sein. Ich bin immer benachteiligt. Dann hat das mit deiner Energie zu tun. Du bestimmst über dein eigenes Leben. Du bist Regentin und Königin oder König von deiner Lebensspielweise. Das geht aber nur, wenn man dem auch eine Stimme gibt. Muss nicht unbedingt die Stimme sein, sondern das kann natürlich auch sein, in Körperspruch, Raum heben. Wenn es Grenzüberschreitungen gibt, wo man immer das Gefühl hat, wieso? Also die Leute, die überschreiten immer eine Grenze bei mir. Ja, hast denn du überhaupt eine? Sagst du dir? Wenn du wie ein Müsli auf deinem Thron hockst, hört dich niemand. Das Leben weiss nicht, was für Grenzen das du hast. Das Leben macht dann halt einfach. Und das resoniert eben mit deinen eigenen Themen. Darum sei dir bewusst, du bestimmst selber über dein Leben. Du bist die Regentin. Und ja, das kann zwischen deinen Angst machen. Du musst die Komfortzone verlassen. Und falls du jetzt denkst, ja, aber wenn ich jemandem sage, was eine Grenze ist, wie reagiert denn der Mensch? Vielleicht gibt es Widerstände. Vielleicht versteht es der Mensch nicht. Aha, jetzt reagiert sie plötzlich anders. Vorher hat sie es immer toleriert und jetzt plötzlich sagt sie was. Ja, aber es wird Zeit. Und wie andere damit umgehen, ist nicht dein Thema. Solange du das graziös, bei einer Regentin und respektvoll machst, muss dich herzlich wenig interessieren, was andere davon halten. Und somit wünsche ich dir ein wundervolles Wochenende und bis bald.